Halli, hallo liebe Zuschauer, da kommt das Bild, das Bild ist gekommen. Halli, hallo liebe Zuschauer, da ist der Simordi wieder mit der nächsten Folge von Witcher Wild Hunt 3. Wir sind letztes Mal, wo sind wir gewesen? Genau, bei den Damen von Rittersporn sind wir gewesen. Wir sind ja am Recherchen nachstellen und haben jetzt, glaube 4 von 5 haben wir fertiggestellt, all die Befragungen, und jetzt sind wir noch da jetzt bei dem letzten, bei Rosa Bar Atre. Und übrig bleibt, und das machen wir jetzt noch fertig und laufen darum zu ihrer Hütte. Okay. Die Damenschieber von Nilfgaard. Ja. Wie ein Aal. Dann ist er durch das Loch in der Mauer hinten geflüchtet. Was willst du? Ich bin der Neue. Ich will Rosa Atre sprechen. Oh, Kumpel, und was ich erst will. Fräulein Rosa empfängt nicht jeden. Ich bin Geralt von Riva, ein Hexer. Wenn Fräulein Rosa sich in eine Striege verwandelt, wird ihr Vater sicher nach dir schicken. Aber sie zeigt noch keine Symptome, also wirst du nicht gebraucht. Und jetzt zieh Leine. Verarsche? Was? Ich muss mir jetzt das Ding machen. Reinschleichen, so ein Scheiß. Ich meine, du kommst einfach da rein. Ja, so. Okay. Das passiert zum ersten Mal. Und zum ersten Mal, dass ich da irgendwie nicht durchkomme. Oder ich erinnere mich nicht mehr. Eins weiß ich sicher. Richtig dran. Ja, naja, dann machen wir eins auf Assassin's Creed, oder? Haben wir da irgendwo rundum? Ja, ne, da geht's ja. Da geht's nicht. Komm. Komm, Geralt. So, nicht einfach drüber. Oh shit. Ich frage mich, ob man da irgendwie aufklettern kann. Oh shit. Löcher in Ding. Aha. So, ich glaube irgendwie kommen wir schon rauf. Ja. Das ganze Assassin's Creed, aber was ist das? Interessant. Liebsrose. Und so. Okay, wieso bist du tot da? Also, der Kopf ist zerschlagen. Was ist einfach auf den Boden gefallen? Nein. Ja, einen Weg hin haben wir Du stehst auf gefunden. Männer wie mich, das weiß die ganze Stadt. Also spiel nicht die unnahbare Schnucki. Herren war Atre für dich. Und ich befehle dir zu verschwinden, Schnucki, bevor ich Papa hiervon erzähle. Wo kommen die Stimmen? Jetzt da. Okay, ich glaube, ich muss in dieses Gebäude rein. Ich schaue mal, ob es einen Weg da gibt, in die Tür. Ah, da hat die Tür. Natürlich, ich brauche einen scheiß Schlüssel. Ah, da. Wer bist du? Was willst du hier? Antworte sofort oder ich rufe die Wachen. Tut mir leid, mich reinzuschleichen, Fräulein. Ich bin Geralt, ein Freund des Barden Rittersporn. Geralt von Riva? Der berühmte Hexer aus den Balladen? Was treibst du hier, Vagabund? Wie bist du reingekommen? Bei der großen Sonne, ich habe niemanden reingelassen, edle Dame. Ruhe. Lass mich das machen. Hüte deine Zunge. Dies ist Frédéric Francis de Bergerac, der neue Schwertkampflehrer, nicht? Zeig ihm den Übungsraum. Ich bin gleich da. Aber Fräulein, das ist ein Hexer. Er hat es am Tor selbst gesagt. Hauptmann, meinst du, Rosa Atre würde sich von einem dahergelaufenen Trampel ausbilden lassen, der sich Schwertmeister nennt? Die Atres verlangen das Beste und das sind Hexer. Bring ihn in den Übungsraum, sofort. Jawohl, Fräulein.
jetzt blöd. Schaust blöd rein, gell? Schwein, lass mich einfach nicht rein. Frag mich, ich hab Dir müssen... ist klar, worauf du dich eingelassen hast. Hoffe ich auch. Fräulein Rosa hat ein animalisches Temperament. Kennt keine Gnade, wenn sie ein Schwert in der Hand hat. Ja, und ich bin Hexer. Frag mich, wenn du sagst, ich will als Und pass auf, dass du dem Fräulein Koch nicht reinkommen. sonst lernst, komm mit. dass du reinkommst und dann sagst du noch, ich bin ein Schwertding, bla bla. Ja, wahrscheinlich da. Ja, ich habe den Fehler gemacht. Hey, was läuft? Ja, darum habe ich so rundum müssen gehen. Naja, haben wir geschafft. Schlussendlich sind wir da. Du bist mein neuer Lehrer? Na sowas. Diesmal hat sich Papa ja wirklich Mühe gemacht. Nimm dir erstmal Holz. Zeig, was du drauf hast. Machen wir doch. Oh, so einen Trainingsanzug umzogen. Komm! Lernst du mal als Kämpfer das Leben. Verstehe. Komm, komm! Komm, Rosa! Wenn ich ihren Namen so vor mir sehe, komme immer das Ding von Pontiac. Typ von Brooklyn 99 vor. Rosa, Rosa, Rosa. Stimmt. Das ist kein Schatz gegen Witcher. Was sollen denn zwei Schwerter, wenn du eh nur eines führen kannst? Ja, komm. Was bringt es sich zu verstecken? So, ja, ich prügel dich wieder weich. Ich bin strenger Schwertmeister. Oh shit. Im Moment nicht aufpassen. Verdammt! Sogar pariert. Nice. Gut gekämpft. Du bist viel besser als der Letzte. Ich bin eigentlich gar nicht ein Schwertkampflehrer. Ach, wer bist du dann? Und wie bist du reingekommen? Jawohl. Bilde ich's mir ein oder haben wir eben darüber gesprochen? Im Garten. Im Garten? Ja, richtig. Im Garten. Also, was sagtest du noch gleich, warum du hier bist? Aber Ehe ich frage, muss ich sagen, dass du recht gut mit dem Schwert umgehst. Lass nur deine linke Flanke nicht offen, wenn du ausweichst. Oh ja, schreckliche Angewohnheit. Werde ich einfach nicht los. Hatte gehofft, jemand aus Novigrad könnte mir dabei helfen. Aber verwirr mich nicht mit Ratschlägen. Du hast schon gestanden, dass du nicht zum Training hier bist. Ich wollte nach deinem Rhetoriklehrer Rittersporn fragen. Rhetoriklehrer? Zum Lachen. Als solchen hat Papa ihn eingestellt, aber er hatte daran kein Interesse. Meist hat er Laute gespielt und gesungen. Wollte wohl jemandem den Hof machen. Also hat er nicht... Aber ihr hattet doch irgendein Verhältnis. Wenn du es ein Verhältnis nennst, das er mir nachstellte, jedenfalls lief zwischen uns nichts. Meine Schwester hatte ihren Spaß auf unsere Kosten. Doch genug geplappert. Kämpfe! Ich verlange eine Revanche. okay, von mir aus. Dann bist du schnell! Lady. Geralt trainiert nicht einfach in seiner Freizeit zum Schwert. Zwei Schwerter, wenn du eh nur Sein eines Beruf. führen kannst. Komm, komm! Hör auf mich zu beleidigen. Was? Verlieren wir den Nerv. Oh shit. Hör auf zu prahlen und kämpf! Ich lieb's, wenn du parierst. Nice. Komm! Komm, Lady, komm da! Schwerter, wenn du eh nur eines läuft führen doch. kannst.
Also muss ich... Ja, verdammt, bist du schnell! Natürlich bin ich schnell. Wie ein Hexer. Hör auf zu prahlen und kämpf! Verdammt! Ja, so Auch wenn du passiert. kein Lehrer bist, solltest du einer werden. Willst du mir nicht ein paar Stunden geben? Ja, wieso nicht? Einer Dame darf ich nichts abschlagen. Was turtelt ihr Täubchen denn da? Du hast mich nach meinem Verhältnis zu Rittersporn gefragt? Nun, hier ist die Urheberin des Durcheinanders. Edna war Atre, größte Unruhestifterin nördlich und südlich der Yaruga. Moment, dann warst du das im Garten. Natürlich war ich das. Warum? Wollte Rosa dich für dumm verkaufen? Nicht böse sein. Das ist ein uraltes Spiel. Wir wurden schon immer miteinander verwechselt. Dann hat auch Rittersporn euch verwechselt? Gelegentlich schon. Das hat Rosa aber schnell aufgeklärt. Wenn du kurz deinen gehässigen Mund halten würdest, liebe Schwester, könnte ich erklären. Edna hat Rittersporn Liebesbriefe geschickt, unterschrieben mit meinem Namen. In seiner Eitelkeit ist er darauf reingefallen. Ich dürfte mich der Avancen des alternden Baden erwehren. Rosa, es war doch nur gut gemeint. Ich fand, dass du Hilfe beim ersten Schritt brauchst. Du bist bei jeder seiner Balladen errötet. Hör auf, sonst singt er als nächstes bei deinem Begräbnis. Ruhe. Oh, ein echter Lehrer. Stark und entschlossen. Vielleicht sollte ich auch das Schwert kämpfen lernen. Hört mal, ich will nur eins wissen. Habt ihr Rittersporn in letzter Zeit gesehen? Edna vielleicht. Ich jedenfalls nicht. Liebe Schwester, ich würde mich doch nicht mit einem Mann treffen, für den du heimlich brennst. Brennen? Für einen, der ständig die Talente einer anderen preist? Dazu bin ich nicht dumm genug. Von wem hat Rittersporn denn gesungen? Kennt ihr sie? Sie ist wohl eine Dichterin oder Badin. Selbstredend außergewöhnlich begabt und fähig. Diese Frau, sie ist nicht von hier, oder? Ich glaube, er hatte ihren melodiösen kuvirischen Akzent gelobt. Kann sein. Er hat sie ein paar Mal Kalonetta genannt. In Kovir sind bizarre Namen üblich. Ich muss Soltan nach dieser Kalonetta fragen. Die Sprache ist, ja. Jo, ja, kann man sich ja fragen. Hat er sich auch seltsam verhalten? Verhielt sich Rittersporn in letzter Zeit seltsam? Ungewöhnlich? Ungewöhnlich? Eigentlich nicht. Zwecklos, Geralt. Sie ist so verknallt, die würde nicht mal merken, wenn er zum Werwolf würde. Edna! Was denn? Du musst nicht so tun, als wäre er normal. Weißt du noch, als er uns auf den Friedhof führte? Rhetorikstunden auf dem Friedhof? Selbst für Rittersporn ungewöhnlich. Wir wollten die Gräber berühmter Professoren von Ochsenfurt besuchen. Am Ende stellte er lauter Fragen über Markgraf Henkel. Über wen? Ein exzentrischer alter Kauz. Neulich verstorben. Als junger Mann ist er offenbar ein wichtiger und großzügiger Förderer der Künste gewesen. Was machen zwei junge Adlige aus Nilfgaard in Novigrad? Vor Langeweile eingehen. Papa ist Diplomat. Außerdem hat er geschäftlich in Novigrad zu tun. Er ist Mitglied der Handelsgesellschaft. Er nimmt uns mit, wohin er geht. Und dann muss er uns immer neue Lehrer suchen. Und in Novigrad fiel die Aufgabe Rittersporn zu. Rosas Verlobten. Edna! Geschwisterte. Gebildete junge Damen wie ihr wissen doch sicher jede Menge über Politik. Wir haben dies und das aufgeschnappt. Was willst du wissen? Ja, was kann man da fragen? Wie läuft denn der Krieg? Ist eine Entscheidung in Sicht? Papa sagt, vieles hängt an Radovid und daran, wer Novigrad zuerst einnimmt. Wieso Novigrad? Das ist doch eine freie Stadt. Sie ergreift nie Partei und hält sich aus jedem Streit raus. Oh, jedes Kind weiß doch, dass Novigrad die größte Flotte der Welt hat. Und angeblich quillt die Schatzkammer so über, dass man 2 Armeen ausrüsten könnte. Ja, schon gut. Und jetzt noch die letzte Frage, glaube ich. Der Kaiser drängt weiter nach Norden. Die Höflinge sind sicher begeistert. Seine Vertrauten sicher. Aber Papa sagt,
dass das nicht mehr lange so geht. Warum nicht? Er meint, dass der Krieg den Handel stört. Und dass die Leute es leid sind, die Abenteuer des Kaisers zu bezahlen. Anderes Thema. Ja, also sind Novigrad und die nördliche Königreich in einer Pattsituation, könnte man das fast sagen. Oder? Und der zuerst Novigrad einnimmt, gewinnt auch den Krieg. Oder, ja, ich weiß nicht, ob es den Krieg im längeren Sinn gewinnen tun, aber ja. Der Krieg, der im Moment am Laufen ist, sicher. War mir ein Vergnügen, aber ich habe noch was zu erledigen. Äußerst erfreut, dich kennenzulernen. Komm bald wieder. Und? Was ist jetzt mit weiteren Stunden? Ja, komm, machen wir das. Du bist überzeugend, Fräulein. Woher du das bloß hast? Sag mir Zeit und Ort. Morgen hier? Gleiche Zeit wie heute? Gut, bis dann. Bis dann, Meister Hexer. Ja, du solltest auch ein bisschen trainieren, junge Dame. Ist gesund. Stärkt den Körper. So, ich will natürlich nicht bis morgen warten. Ich frage mich jetzt, ob der Quest kommt. Da. Genau, Fechtunterricht. Jo, das mache ich, aber das mache ich ein bisschen anders, nämlich indem ich hier meditiere. Einen Tag lang. Dann haben wir auch gerade zu der Quest weitergehen. Ohne viel zu warten zu müssen. Und warten will wir ja nicht. Genau. So, gegen den Mittag, schön 24 Stunden vorbei. So. Oh, Kollege, wieder da. K-Swax! 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 Was? K-Swax! Was? Redet sie plötzlich jetzt Nilfgaardisch? K-Swax! Ey, ich bin Ding da. Ist doch ein Tag vorbei. Ich kann nochmal einen Tag Ding machen. Ah, ich muss nach der Tür gehen. So ein Scheiß. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Chillen Sie mit. War das deprimierte Kind? Hallo. Willst du hier was Bestimmtes? Ich habe eine Fechtstunde mit Rosa. Gerald von Riva, ja? Frau Rosa ist spazieren gegangen. Bei der Tempelbrücke hat sie gesagt. Ah, Du scheiße. sollst sie begleiten. Das wird wohl eine interessante Stunde. Danke. Jetzt wollen wir Rosa finden. Habt ihr gehört? Die Hexenjäger haben Heramas auf den Scheiterhaufen gebracht. Was hat der arme Exzentriker denn getan? Ah, was? Ich kann es immer noch hören. Guck mal! Ah. Was? Die ist nicht weg. Ja, schade, dass ich noch ein Ding verwenden kann, ein Pferd kann verwenden, aber ja, den Quest sollen wir ja, den kleinen Sidequest sollen wir ja machen. Mit der Rosa. Rosa! So. Ärger? Nein. Puh, die Leute kennen den Ding gerne. Schlichter von Blarik. Komm. Ah, okay, da. Aber auf dieser Brücke war es. Ja. Oder... Nein, nicht da. Ah, da sind sie. Gut. Hast du immer ein nilfgaardisches Regiment dabei, wenn du spazieren gehst? Immer. Papas Befehl. Es ist zu deinem Schutz, Rosa Liebes. Die Leute hier hassen uns. Warum? Was habe ich denen getan? Doch genug davon. Soldat, du kannst gehen. Aber seine Exzellenz, der Botschafter Vaatra, hat gesagt... Na und? Diese Exzellenz sagt was anderes.
Erkennst du ihn nicht? Das ist Geralt von Riva, der beste Schwertkämpfer, den der Norden je gesehen hat. Mit ihm bin ich sicher. Also los, rasch! Links, 2, 3, 4. Endlich! Gehen wir, Geralt. Ich will dir was zeigen. Ja, und ich meine, das ist Wir Werkstunde. wollten üben, nicht spazieren gehen. Das ist... Ich weiß, Geralt. Nun hör auf mit der Leier. Gehen wir. Rosa. Du bist schon echt ein bezogener Kind, ja? Weiter geht's! Hier. Weißt du, ich dachte, wir könnten die Stunde auch an der frischen Luft abhalten, statt in einem feuchten alten Verlies. Ein Duell auf einer Brücke, wie in den Romanen. Zieh das Schwert. Ich habe nur mein Stahl und mein Silberschwert. Wir sollten mit Übungswaffen kämpfen. Sollten wir. Aber gerade du solltest doch wissen, dass die Dinge, die man nicht tun sollte, besonders viel Spaß machen. Ja, Spaß und tödlich. Wenn die Dame drauf besteht, aber nicht, dass hinterher jemand heult. Im Fall des Falles habe ich ein Taschentuch für dich. En garde. Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, so viel Blut. Halt! Ich ergebe mich. Alles klar? Ja. Eigentlich hast du nur meinen Stolz verletzt. Was ist mit all dem Blut, das rauskommt? Na schön. Und nun? Wir sollten zurückgehen, aber... Entschuldige, Geralt. Das klingt jetzt komisch, aber würdest du dich kurz umdrehen? Mein Korsett ist verrutscht. Es kneift furchtbar. Ich verstehe, dass Frauen hübsch aussehen wollen, aber im Korsett kämpfen? Das bremst doch. Rosa? Geralt. Scheiße, Verarscht. sie ist weggelaufen. Atre bringt mich um, wenn ihr was zustößt. Ich muss sie finden. Kann nicht mehr weit sein. Dann muss stapfen wir noch verfolgen. Ja, dann schauen wir, was hier hingegangen ist. Ist es nicht traurig, hier so alleine zu sitzen? Mein Freund... Da ist er. Bist weit weg von zu Hause, nicht wahr, Schätzchen? Und wer weiß, ob du je wieder zurückkommst. Das ist die Tochter des Botschafters Atre. Sie genießt diplomatische Immunität. Ich verstehe den Scheiß nicht, den du redest. Aber du liebst die Schwarzen, das ist offensichtlich. Ist doch klar, Lukas. Hexer fühlen sich von Monstern angezogen. So ist das eben. Aber diese Bestie... Oh, um die kümmern wir uns selber. Ich habe wieder mal eine Aktie-Option. Ja. In einem anderen Durchspiel müssen die umbringen. Ich glaube, ihr habt die Dame beleidigt. Entschuldigt euch, so höflich wie ihr könnt. Vergib mir, meine Dame. Es tut mir so leid. Du bist dran. Sei höflich wie dein Freund. Verbeug dich und sei woanders ein Patriot. Lukas und Kobe. An diese Namen werde ich mich erinnern. Und wenn der Kaiser Novigrad einnimmt, werde ich sie finden und dann werden sie büßen. Nur ruhig. Sie haben dir doch nichts getan. Sie haben ihre Hand gegen mich erhoben. Das reicht aus, um sie abzuschlagen. Ach Gott, krass. Hättest du Option, die umzubringen? Würde das nicht machen? Und du fragst dich, warum die Leute hier Nilfgaard hassen. Ich dachte, du wärst anders als die anderen Nordlinge. Dass du uns verstehst. Unseren Gerechtigkeitssinn. Ich habe mich geirrt, wie ich sehe. Du solltest jetzt nach Hause gehen. Und nimm den kürzesten Weg, nicht den mit dem schönen Ausblick. Verstehe. Leb wohl, Geralt. Und viel Glück auf deinem Weg. Glück. Mit der Ding. Der Einstellung zum Leben wirst eher du Glück brauchen, Rosa.
Ja, so geht das nicht. Aber bevor wir jetzt zum nächsten Quest weitergehen, wir haben wieder mal 20 Minuten erreicht. Und darum heisst bis bald und auf Wiedersehen, bis zur nächsten Episode.